liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, und herzlich willkommen zum Jungfrau-Zeitung Panorama, heute hier aus Ersingen. Folgende 3 Beiträge haben wir heute für euch in der Sendung. Griva-Architektur, musterhaft geplant. Fest der Feste, die erste Durchführung ist geglückt. Und QR-Code-Rechnung, wenige Kunden mit ungültigem Einzahlungsschein. Was heute schon noch so ausgelaufen ist, haben wir für euch kurz und kompakt zusammengefasst. Kein Santa Run dieses Jahr. Der Santa Run in Bern wird dieses Jahr nicht durchgeführt. Die Energiekrise verursacht zu viele Unsicherheiten und Risiken für die Planung. Ein Einfamilienhaus geht in Flammen auf. Ein Einfamilienhaus in Oberöns ist nach einem Brand am Montagabend nicht mehr bewohnbar. Verletzt ist niemand geworden, wie die Kantonspolizei Bern heute mitteilt hat. Rollerfahrer nach Sturz schwer verletzt. Ein Lenker von einem Elektroroller ist am Montagabend nach einem Selbstunfall in Bern schwer verletzt worden. Er ist mit der Ambulanz ins Spital gebracht worden. Mit ihrem alpinen Lifestyle prägen die Bauplaner von Griva-Architektur unter anderem das Dorfbild von Grindelwald. Der Patrick Schmid hat vorbeigeschaut. Wir haben natürlich Beschläge, wir haben Steine, Blättchen, Teppich, Parkett und natürlich ganz viele Holzmuster, weil das sehr viel verlangt und gewünscht ist. Wir brauchen die Muster vor allem mit den Kunden, das anzuschauen, den Kunden Ideen geben, wie es könnte aussehen von der Materialisierung her und dass sie das alles eigentlich live anschauen können. Das soll dann auch helfen für die ganzen Entscheidungsfindungen. Was sich stark verändert hat, ist der Inhalt der Pläne. Sie müssen viel mehr Inhalt haben im Vergleich zu früher. Früher war eine Baueingabe relativ rudimentär. Und jetzt ist man da schon fast zum Teil Stufe Ausführungsplanung, wo man den Behörden nachweisen muss oder auf den Plänen entsprechend kennzeichnen oder wo man auch schon wissen muss. Es wird immer aufwendiger, ein Baugesuch einzugeben. Man muss immer mehr mitliefern, nachliefern, damit man überhaupt jemals eine Baubewilligung bekommt. Das Erdgeschoss, das wir hier sehen. Jetzt fahren sie weiter mit der Schalung für die nächste Decke über EG für das Betonieren. Nachher. Auf dem Geschoss, wo wir hier stehen, gibt es nachher 3 Wohnungen. Und dann gibt es noch 3 Geschosse oben drauf. Total haben wir hier etwa 12 Wohnungen. Davon sind noch 5 Zweitwohnungen. Das Erdgeschoss wird gemauert sein, verputzt. Und die oberen Geschosse werden wir im Holzbau ausführen, dass es ein bisschen anmächelige Dorfeinfahrt gibt. Es wirkt auf dem Plan nie wirklich gleich. Grundsätzlich weiss man natürlich, es muss passen. Man hat heutzutage Hilfsmittel, wo man das einmessen kann. Und insofern kann man darauf gehen und es stimmt eigentlich, wie es müsste sein. Also Visualisierungen helfen enorm weiter. Das ist so für einen Kunden, der sich das nicht so vorstellen kann. Es hat halt auch viele, die mit dem Bau gar nicht am Hut haben. Und da nützt das natürlich sehr viel, so eine Visualisierung. Aber nichtsdestotrotz ist halt die Bemusterung der Materialien, dass sie es anlängen können. Und so ist gerade so wichtig wie eine Visualisierung schlussendlich. Das Fest der Feste ist vorbei und der Geschäftsführer des Freilichtmuseums, der Martin Michel, ist begeistert und gleichzeitig überglücklich über die vielen positiven Rückmeldungen. Kim Franzen hat vorbeigeschaut. Vor einer Woche am Samstag, als die Regenwolken gehangen sind, habe ich gedacht, oh, das wird wohl ganz eine schwierige Zeit. Es ist alles anders herausgekommen. Der Regen ist geblieben bis gestern, heute ist jetzt der erste schöne Tag. Aber seit dem ersten Tag an sehe ich nur glückliche Gesichter auf dem Gelände. Sei das von den Festpartnern, die sich super engagiert haben. Die sagen, ich habe gute Leute, ich bin zufrieden. Ich sehe aber auch Festgäste, die hier waren, die mit einem Strahlen vollgepackt durch den grössten Regen laufen. Also es ist wirklich eine super Geschichte. Ich habe riesig Freude, dass hier trotz dem Regen so eine gute Stimmung ist. Das grösste Highlight für mich war, dass es hier keine Barrieren gibt in der Kommunikation. Rösti Graben ist völlig inexistent. Man hockt an den Tisch runter. Es sind Welsche da, es sind Deutschschweizer da. Es gibt so ein paar Räubergeschichten. Beispielsweise letzten Samstag hat es mit den Lungener, der Elperkilbe und mit dem Freiburger Chörli, die haben da bis tief in die Nacht zusammen gesungen. Am Schluss noch eine Polonaise und Fest heute, so wie es sein soll. Ganz eine tolle Geschichte. Also ich bin begeistert. Die Umstellung zur QR-Code-Rechnung ist aus Sicht der Post sehr gut gelungen.
Und gleich kommen immer noch Kunden mit alten Einzahlungsscheinen an die Schalter. Wir ziehen wie zwei Bilanzen. Erstens haben wir gemerkt, dass am Freitag sehr viel mehr Leute sind, Einzahlungen machen. Wir haben 50'000 Einzahlungen mehr, so auf dem letzten Drücken noch ihre alten Einzahlungsscheine einzahlen. Das ist das eine. Das andere ist eine positive Bilanz ab dem ersten Tag, am Samstag, wo nur noch QR-Rechnungen gehen. Wir haben eine sehr unaufgeregte Stimmung gehabt. Die Kundinnen und Kunden sind gut informiert grundsätzlich. Wir hatten mehr Leute am Schalter gehabt, um Wartezeiten zu verhindern, wenn wir erklären müssen. Und durch das haben wir das sehr gut handeln. Es kommen noch Leute mit alten Einzahlungsscheinen, aber die nehmen jetzt wirklich kontinuierlich ab. Was wir jetzt gemacht haben, ist, wir haben leicht mehr Personal an den Schalter, weil es Erklärungen braucht. Wenn Sie mit dem alten Einzahlungsschein kommen, können wir die Rechnung schlicht nicht verarbeiten. Was wir aber feststellen, ist, dass die Kunden sehr oft mit einem A4-Blatt kommen. Das A4-Blatt können wir nicht verarbeiten. Wir brauchen das gleiche Format wie vorher in den Einzahlungsscheinen. Und dort müssen wir nachher das selber noch ausschneiden. Das bedeutet, dass es ein bisschen mehr Zeit braucht pro Kunde. Das kann zu Wartezeiten führen. Das versuchen wir aber zu verhindern, indem wir im Moment einfach mehr Personal haben. Ob das Wetter jetzt ein paar Tage schön bleibt, wissen unsere Kollegen von Media News gerade im Anschluss. Das war es mit dem Panorama der Jungfrau-Zeitung. Infos zu den einzelnen Beiträgen findet ihr unter www.jungfrauzeitung.ch. Ganz einen schönen Abend und bis gleich. Das Wetter wird euch präsentiert von der Jungfrau-Zeitung. Hier ist das Jungfrau-Zeitungswetter für den Kanton Bern am Abend vom 4. Oktober. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ganz herzlich willkommen. Es hat ein paar Nebel- und Hochnebelfelder noch heute am Vormittag. Nachher hat sich aber die Sonne durchsetzen. Und außerhalb von dem Nebel und Hochnebel ist es den ganzen Tag durch meistens sonnig mit ein paar Schleierwolken. Wir liegen im Einflussbereich vom Hochdruckgebiet Timeo. Das wird auch in den nächsten Tagen wetterbestimmend bleiben. Also stabile Verhältnisse, die wir hier haben über dem Alpenraum. In der Nacht auf den Mittwoch ist es meistens klar, es bildet sich durch das dann ein paar Nebelfelder bis am Mittwochmorgen. Die lösen sich morgen am Vormittag dann aber wieder auf und mal abgesehen von diesen Nebelschwaden, die es zum Teil herum hat, ist es sehr sonnig. Morgen Morgen allerdings dann auch wieder frisch mit etwa 6 bis 7 Grad. Am Nachmittag hingegen wird es recht warm, sogar sehr warm. Für die Jahreszeit 22 bis 23 Grad in den tiefen Lagen mit einem Hoch-Südwestwind und vor allem auch mit strahlendem Sonnenschein, praktisch keine Wolken am Himmel oder zumindest nur sehr wenig. Recht warm ist es auch in der Höhe. Frostig wird es morgen erst ab rund 4200 Meter auf den Bergen haben wir einen mäßigen Südwestwind. Ja, und das stabile Wetter geht in den nächsten Tagen bis übers Wochenende raus auch weiter. Es ist meistens trocken, es hat ab und zu ein Nebel in den tiefen Lagen, es hat auch ein paar Wolken, speziell am Freitag und am Samstag. Aber es geht insgesamt eben recht sonnig weiter mit Temperaturen von knapp 20 Grad. Das war vom Jungfrau-Zeitungswetter, meine Damen und Herren. Danke fürs Zuschauen und bis gleich.